2 Wörter über ihren politischen Stil, weil wir kritisieren den noch, wir haben noch schon zu oft kritisiert. Wir denken nicht, dass ihr so sollt auftreten, international wie das immer merkt. Das schön. Es ist so, das ist ganz klar, dass 2 Persönlichkeiten in Europa sind, die immer auch mit Nazi-Vergleichen, mit Faschisten-Vergleichen abfallen und die durch andere Länder auf Platz gesetzt gehen. Erdogan an dir, Herr Asselborn, sind die 2, die in Europa abfallen. Die hat den Ausschluss von Ungarn aus der Europäischen Union gefordert, und die sind vom ungarischen Minister wieder die Schmattburg tun, öffentlich korrigiert gehen. Aber was Polen und Ungarn angeht, will ich auch sagen, dass den doch nicht plakativ drüber schwätzen. Es muss an den Fond gehen. Bei Polen sind eine ganze Reihe Veränderungen vorgeholt gehen am Dialog mit der Kommission de Venise, mit der Europäischen Kommission. Und die Kritik, die Polen vorbringt, die ist einfach an der Form auch nicht übrig. Bei Ungarn, Herr Adam, pardon, ich meine, den Außenbau schon ein Foto zu holen. Dann die. Pardon? Die Kritik, die immer zum Beispiel beim Verfassungsgericht. Da sind eine ganze Reihe Amendementen geholt, schon so Mattbrüche, das feiert mich so zu lang, wie die 4 zu lesen, es sind eine ganze Reihe Amendementen geholt, gesetzliche Veränderungen in das Funktionament vom Verfassungsgericht und Kooperation mit der Europäischen Kommission. Ich fuhre noch weiter. Mit Ungarn. Ich habe nur im Ausschluss geschwärzt. Ich will auch auf die Kritik kommen, denn Herr Adam schenkt das auch nicht zu wissen, dass ein Bannemarkt an eng Freizirkulation, wo Personen in Europa nimme kann da funktionieren, wann Bausegrenzen effikaz kontrolliert gehen. Ungarn hat eine ganz Reihe Positionen geholt, da kann in der verschiedener Meinung sehen, den Hauptkritikpunkt von Ungarn und der Majoritätsdecision, den dir 2015 imposiert tut von mir Präsidents hatten, da sind eine ganze Reihe Kritikpunkte, die sind per se justifiiert. Und dafür so mir der wir einfach nicht pauschal so in Ungarn, als wären da den Teufel an Europa, wir müssen auch da gucken, wie ein Argument da sind. Wisst ihr, dass just für eine europäische Präsidenz am Niveau vom Conseil européen a Präsenz zum Herr Büttel dezidiert wird, dass die Verdelung von den Flüchtlingen soll per Konsensus an Europa geschehen. Als 25. 26. Juni 2015, am Dezember 2015 geht ihr das per Majorité qualifiée ernst regeln. Das ist eine Kontradiktion mit einer Decision vom Conseil européen. Es ist auch eine Kontradiktion mit dem Artikel 78.3 vom Traité de Fonctionnement de l'Union européenne. Die sieht, dass so eine Decision, wenn sie per Majorité qualifiée geholt wird, muss dans l'intérêt de l'État membre concerné sein. Etwas, was Ungarn aus verständlichen Gründen natürlich contestiert. Ich meine, das will nicht nach froh. Nee, ich habe keine froh. Ich will dir Schuss so. Wir haben natürlich am Juli 2015 probiert stundenlang, dass wir auf der volontären Basis sollen zu einer Repartition kommen. Die wären nicht möglich. Aber es sind 21 Länder an der Europäischen Union gewesen im Moment. Und du hast mir als Präsident vom Conseil gesagt, wenn man nicht volontär zu einer Decision kommen, dann muss man den anderen Weg machen, aber man muss ihn aufstimmen. Und da waren sogar Kollegen aus Polen damals noch dabei, die das gut gestimmt haben. Wir haben aufgestimmt, was dem Resultat, dass das, was wir aufgestimmt haben, Haut gesetzt ist. Mit enger Exception, dass, wie ihr wisst, 2 Länder für der Justiz nach sind. Muss man da verändern, dann guck mal. Aber da könnt mir doch nicht vorwerfen, dass ich als kleine Mann an Europa hingegangen wäre und ich hätte gesagt, nee, geht nicht volontär, es muss dezidiert gehen per Wort. Ich dachte, also, Sie sind nicht verständlich. Ich meine, der Wert trotzdem hat Leben verdient während mehr wie 10 Jahre oder 15 Jahre an der letzten Diplomatie. Also, war nicht geliefert, kann nicht alles auf den Kopf, fängt nicht an. Doch, der macht weiter. Gut, also, Herr Assel, just Zwischenbemerkung, Herr Kartheiser, dass das KFH personell, wenn ihr feststellt, dass ihr 15 Jahre an der diplomatischen Karriere war. Aber dass er das als Beleidigung gesehen hat. Nee. Die Manier wie Herr Asselborn antwortet. Also mehr wie enger Hinsicht interessant, ich will aber just die Zeit, die mir zusteht, für ihn zu antworten. Selbstverständlich. Merci, Herr Präsident. Das ist wunderbar. Den ersten Punkt, Herr Asselborn. Eben weil ich Diplomat bin und 20 Jahre Erfahrung an dem Beruf habe, weiß ich, dass es ganz wichtig ist, wenn wir dauerhaft Lesungen fanden,
da den muss Sensibilitäten von den Staaten kennen, hier Geschichte verstehen, aber wissen, was bandepolitisch wie sie auch langfristig durchsetzbar ist. Wenn in Decisionen Länder abzwängt, wie dir es gemerkt hat, dann hat die Reaktionen. Du hast selber gesagt, ich gut gesagt, ich als kleine Menschen, die probiert dich zu dedouanieren, je prends acte, mir wen hat die Staat gesagt? Die hat als Solidarität mit anderen Parteien wie die Großkoalition in Deutschland, wo die SPD eng Lin huet mat der Merkel, die Dolin gestellt hat ihr als parteipolitische Gründe an Europa Decisionen geholt, die gegen die Interesse für verschiedene Länder Minister, der hört ja no allzeit für ob alles zu antworten. Merci, Herr Präsident. An die Hut dadurch auch als bilateral national Interessen gefurcht. Wisst ihr, dass Lützeburg den zweitgrößten Investisseur an Ungarn ist? Wisst ihr, dass wir mit dem Land noch eine ganz Panoplie von anderen Relationen haben, ob die ihn auch muss durchgehen, ob just parteipolitisch die deutsche SPD und Madame Merkel wollen zu unterstützen?